Hanna hat auch einen Vlog gemacht vom Boxfight. Adi und Hanna beim Trimax Boxkampf. Hanna hatte keinen Plan, wer Trimax ist. Sie ist trotzdem mitgekommen. Guten Morgen, es ist sehr früh. Und jetzt geht's los. Aua. Oha, auf Bibis Beauty Palace angelehnt oder was hier? Bonjour à Paris. La vie de l'amour. Ich bin da und das ist das Zimmer. Ein Bett, ein Badezimmer, Spiegel, eine Minibar. Schauen wir, was da drinnen ist. Wow. Das Zimmer ist ganz nett, aber jetzt macht Ich habe dieses Hotelzimmer nicht gebucht. Ich hatte ein anderes Hotelzimmer als Hanna. Müsst ihr wissen, Chat. bereit für die Aussicht. Hallo Köln. Ich habe das nicht gebucht, Chat. Ich habe dieses Hotelzimmer nicht gebucht. Das ist einfach ein scheiß View. Wir sind Und wir sind in Köln. Wir sind Adi und Hanna. Und wir sind in Köln. Nee, und das ist unsere tägliche Routine ja, in Köln. Ja, die machen wir jeden Tag. Verstehst du, weil das haben wir jetzt schon dreimal gemacht? Das ist unser Ding. Ja, jedes Mal, wenn wir halt in Köln sind. Das Wichtigste, was wir heute machen, ist das Influencer-Café abzuchecken. Weil wir sind Influencer. Oh, das ist das Café Bur. Stimmt, da waren wir auch drin. Wheelchamp, gleich live. Das Café Bur ist so das Influencer-Café in Köln. Da gehen alle hin. Pietro Lombardi, Revinside und auch Bibis Beauty Palace. Sehr, sehr gehyptes Café, aber auch sehr, sehr ungemütlich tatsächlich. Das Essen war geil. Es war so, das Essen ist wirklich für die Insta-Story gemacht. Und das finde ich ein bisschen sass. Das Essen war schon geil. Ich hatte so ein Riesenrad mit so frittierten runden Bällchen und so Spritzen, so auf Heroin angelehnt. Und da konnte man die Spritzen mit so Vanillesauce, Karamellsauce und Chocolate Sauce in die Bällchen rein spritzen und dann war das geil. Genau. Cafés Café Bur. abchecken. Ja, da muss man hin, wenn man in Köln ist, dann muss man unbedingt ins Café Bur, weil... Da sind die Stars und Sternchen. Ja, genau. Und wir sind... Das Essen war eine 9 von 10. Die Ambiance war so eine 3 von 10, weil es war so laut, es war so voll. Man muss immer anstehen. Also wenn du nicht ein Influencer bist, muss man immer anstehen. Und Dave hat auch gesagt, ja, ich kann da anrufen, da kommst du rein. Aber wir hatten keinen Bock, irgendwie da hinzukommen, dann an der Schlange vorbeizugehen und dann so sich besser zu fühlen oder so, I guess. Und halt Sternchen und Stars. Sind das deine Leute, die Videos schauen? Wir gehen ins Café Bur. Hier sind sie. Sind das die Leute, die deine Videos schauen? Ja, sag mal Hier? hallo. Richtig hässlich. Adi hat so Spritzen mit. Guck, hier ist das Riesenrad. Heroin. Ja, Heroin. Rührei Mit was? Babyspinat. Babyspinat. Ganz. Es ist der See von White Hitty, habe ich gerade erfahren. Aber ihr kennt es gar nicht. Wir sind hier in einem ganz normalen Laden und Hanna... Ey, Digga, Lifehack, wenn ihr mal bei einem schlechten Wetter in der Stadt seid, geht einfach in den Decathlon, das ist das Beste. Da gibt's einen Tischtennistisch, da gibt's einen Basketballplatz, ihr könnt Workouts machen. Decathlon, Beste, Digga, da musst du gar nichts kaufen, du gehst einfach in den Laden rein und benutzt einfach die Geräte, die da drin sind. Du machst hier Fitness und die spielen Ping-Pong. Ja. Turnstunde 2.0. Wir fahren jetzt los zu Worldwide Das waren schon gute Vorhände, Digga. Wohnzimmer. Und das sind unsere Outfits. Outfit-Check. Hopp, Schwyz, hopp, Schwyz, hopp, Schwyz. Die vertritt Österreich. Das sieht man an diesem Schal. Genau. Yeah. Der Schal. Den hast du mir mal geschenkt. Ja. Jetzt hast du der Schal. Hanna sagt der Schal. Wieder. Ja, danke. Ich bin so nervös. Ich bin wirklich nervös. Du bist chill. Ich bin ein bisschen nervös, aber Ja. man darf es nicht an sich ranlassen. Verstehst du? Ich komm vorbei mit meiner Clique und ich ficke deine Bitches. Ja, okay. Das ist mir einfach mal so rausgerutscht. Boah, ich muss mich hier richtig konzentrieren. Voll gut. Wir gehen an ein Länderspiel. Okay, mal ganz kurze Quizfrage, Chat. Für welches Land bin ich angetreten und für welches Land ist Hanna angetreten? Wer es richtig bekommt, 10er Paypal. Merkt was? Wer es richtig bekommt. Ja, Digga. Nee, wir gehen nicht an ein Länderspiel. Ja, was denn los? Wir drehen jetzt was. Ach so. Moldawien. Es ist Moldawien. Belinda, es ist Moldawien. Passt. Ja, okay, es passt. Ist gut. Ja. So, wir tragen uns ins Gästebuch ein. Und nach Worldwide Wohnzimmer gehen wir meistens was essen. Ja. Irgendwie muss man in Köln ja immer den Regen entkommen. Ja, es regnet halt immer in Köln. Das gehört aber auch zur Abendroutine, von dem her. Ein Adi Toto auf einer Mission. Ich finde es ja gut, dass der Schneeregen immer meine Frisur zerstört. Ich habe den Regen extra für dich organisiert, weil ich will, dass du dich heimisch fühlst. Da habe ich halt den Regen organisiert. Du musst dich jetzt nicht aufregen. Aufregen. Ja, musst du regenerieren. Köln ist für mich wie meine Heimat. Ich fühle mich hier zu Hause. Es ist der Ort, wo ich mich wohlfühle. Ich finde actually Köln viel geiler als Berlin. Wir waren ja zuerst in Köln, danach in Berlin. Digga, Berlin ist viel zu groß. Und Selfie Sandra hat eine gute Quote gedroppt, habe ich gehört. Eine Stadt ist perfekt, solange es nur ein Zentrum gibt. Aber Berlin hat so mehrere Zentren.
Zentren. Köln hat halt ein Zentrum, Berlin hat irgendwie 5 Zentren und das ist dann way too dank. Das kann nicht gut kommen. Ja, wirklich krass. Wie komme ich wieder runter? Spring einfach. Nee, spring nicht. Du brichst dir was. 100%. Ey, Digga, so dumm kann wirklich keiner sein. Digga, was machst du dort oben? Ich wollte dich beeindrucken. Ja, jetzt spring runter auf das Gras. Aber bringt dir nichts, wirklich. Digga, was ist es? Bist du beeindruckt? Ja, ich bin beeindruckt. Es ist unglaublich, wie du auf dieser hohen Mauer stehst. 3, 2, 1. Holy shit. Das Kein Problem für mich. ist kein Problem für dich? Nein. Okay. Nein. Du schaust aus wie ein Ey, Digga, sag ehrlich, wie dieser eine Dude von TikTok. Francis, the man, the myth, the legend. Cowboy. Das machen wir übrigens auch jeden Tag, dass wir vor dem Boxkampf shoppen gehen. Der ist es. Nee, also wirklich mit dem Hut, bevor wir da jetzt in den Kampf reingehen. Was irgendwer, wie die Regeln beim Boxen sind oder worum es geht. Wissen wir, wer heute kämpft. Wir müssen rein. Digga, das war so geil, das war so geil. Es ist crazy. Bist du happy? Ja, ich freue mich. Es ist die beste Party meines Lebens. Bin so drunk, Digga. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Digga, da kam einmal so ein Flitzer rein, dann ging der aus dem Ring und wurde von so 3 Securities umgetackelt und dann das ganze Stadion Hurensohn, Hurensohn. Das war mein Moment, das war mein Moment. Trimax ist, glaube ich, durch. Es geht hier schon ein bisschen aggressiv zu. muss Beide sind gut dabei. 3, 2, 1. Trimax! Real Talk, die Stimmung beim Boxkampf war einfach nur eine Big Baba Stimmung. Ich hab bis vor 2 Stunden nicht einmal gewusst, wer das ist, aber Trimax! In diesem Kampf eindeutig der Gewinner, Trimax hat gewonnen! Digga, wir kamen aus der Lounge raus. Weird Flex, Digga. In der Lounge, Digga. Wir kamen raus. Draußen, Mark Eggers steht irgendwo auf der Treppe. Oben dann. Ich glaube, Mark Eggers hat auch das eine oder andere Rivella getrunken. Wie war der Boxkampf? Warst du zufrieden? Oh mein Gott, alle Erwartungen wurden übertroffen. Für wen warst du? Trimax? Trimax. Ja, ich auch. In der Lanxess Arena beim Kampf. Wir haben gerade einen Boxkampf angeguckt. Jetzt geht gleich Spätzle essen mit ein bisschen Maul da schon noch, weißt du? Und der Zwiebelrindsbraten. Froschbraten. Das war der beste Moment, Digga. Der macht sehr, sehr geile TikToks. Moin, 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 moin. Es ist Jonas heißt er, glaube ich. Ne, Jonas. Sehr, sehr geile TikToks. Kuss geht raus. sehr früh. Wie früh? Es ist vor 9:90 Uhr. Es ist vor 9:50 Uhr und das weiß ich, weil unser Zug geht Wieso hat fucking Hannah meine Brille an? Das gibt's nicht. nach Berlin und Das wieso ist nicht meine Brille, die hat sich irgendwann im Müll gefunden. rede ich als bei besoffen? Das ist eine gute Frage. Gestern ist so viel passiert. Also, es war so. Wir waren beim Boxkampf und dann war da auf einmal Monte. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, da ist Monte. Und der Adi, Du siehst viel intelligenter aus, so. ja, findest du? Auf jeden Fall war da Monte und ich so, oh, Ich hatte für real keinen Kater. Glaubt mir, wenn ihr nur, Chat, Lifehack, wenn ihr nur Rivella und gegärter Traubensaft trinkt, dann bekommt man keinen Kater. Abhängig. Digga, Milo hat nichts getrunken. Milo steht bei der Party so da. Das hat Milo gemacht, Digga. Zum Glück war Vanessa da und hat auch nicht getrunken, Digga. da ist Monte. 2 Meter vor mir. Und der Adi so, cool bleiben. Jetzt nicht auf Fangirl tun. Einfach cool bleiben. Das Ding ist, wir wollten halt mit denen eine Party machen und deswegen darf man nicht auf Fangirl tun. Und deswegen habe ich versucht cool zu bleiben, aber ich bin bei jedem ausgerastet. Deswegen ist waren alle krass. Ja, vor allem du warst krass. Und dann kennst du diesen Moment? Ja, den kenn ich. Nein. Kennst du diesen Moment, wenn du auf der Straße... Ja, die Kamera sieht so aus, weil Hannah hat ihre Kamera gedroppt, als wir nach Hause gelaufen sind. Rest in Peace Kamera an dieser Stelle. Jugendliche siehst und du checkst so, die kennen dich. Aber die sagen nichts. Aber du merkst, die kennen dich. Ja. Ja, genau. Und das... Hatten die wahrscheinlich den ganzen Abend. Genau, die haben safe checkt, das Julian Bam, bestes Beispiel. Ich wurde mir normal verhalten und dann habe ich so gemacht, du bist jetzt Julian Bam, okay? Und bei Kelly habe ich gesagt, ungefähr das. Die Kamera Geil. war gar nicht scharf. Ich nicht. Da ist der Autofokus. Es gab so einen geilen Moment. Wir waren so, bei Lanxess Arena gibt es außen so wie
Korridore, die direkt hinter den Logen sind. Und wir standen da und da war so eine Ansprechperson, die uns Tickets für die Aftershow-Party geben wollte. Und da ging so kurz eine Tür auf und dann stand Monte hinter dieser Tür. Und dann Hanna direkt so, oh mein Gott, ist das Monte? Und dann fragt so die Ansprechpartnerin, findest du das krass? Und ich so, oh nein, Digga. Weil ihr müsst ja wissen, wenn du an die Aftershow-Party willst, dann darfst du das ja nicht krass finden, weil dann wissen die, das ist eh ein Fan und so. Und dann hat Hanna gesagt, ja, schon ein bisschen. Und dann sie so, okay. Und ich dachte so, ja, jetzt bekommen wir safe die Bändchen nicht, aber wir haben sie bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das wirklich bei keinem YouTuber, aber Monte ist auch für mich... Ich kenne nicht viele YouTuber, aber ich finde es manchmal dann in echt nicht so krass, die zu treffen, weil mit der Zeit, ich habe auch beim Radio gearbeitet, härtet man so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber Monte ist für mich auch wirklich noch so, sogar bei Monte, da muss ich mich richtig zusammenreißen, dass ich nicht auch irgendwie, ich raste nicht aus bei Leuten, aber Monte ist für mich schon so auch so ein YouTube-Urgestein, das wirklich crazy ist. Du siehst nichts, dein Auto... Nee, glaub mir, ich sehe es. Die Cam ist kaputt, 100%, weil sie runtergefallen ist. Nein. Doch. What the fuck? Die schaut aus wie so ein Drogentrip. Ja. I guess. Die Cam ist kaputt, weil sie gestern auf den runtergeschmissen I guess. habe. Auf jeden Fall. Ich habe schon Rogue angelächelt. Ja. Crazy, nice. Ich muss jetzt packen. Ich auch. Aber damit ich mir eine neue kaufen kann. Abonniert bitte alle mal den Kanal von Hans Tulpe, sehr, sehr geiler Vlog. Bitte abonniert diesen Kanal, dass ich mir einen neuen Kanal kaufen kann. Like dieses Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss. My heart just got stuck between